So, herzlich willkommen bei Omi und Scheim. Eine neue Runden. Omi am Grasselfing. Omi am Grasselfing heißt es heute. Genau. Zu Gast ist heute der Rudi Wiesent. Herzlich Grüß dich. willkommen, Rudi Grüß dich, Wiesent. Max. Bei dir steht es auf dem Pulli, Band Genau. Kopfeck. Genau. Falls mir nicht mehr eingefallen war, habe ich gedacht, zeige ich mal hinten. Das ist ein Spicker gewesen für mich. Kultige Band. Wir sind in Grasselfing, du hast das schon gesagt, das ist deine Heimat und da drehen wir heute eine Runde und fahren Omi und Scheim. Genau, da bin ich geboren, da bin ich als Kind umeinander graviert, überall wo du jetzt da fährst. Ist der kleine Rudi schon mit seinem kleinen Radl gefahren. Da Vor bist- 100.000 Jahren. Ja, was heißt für Ganz uns? geradeaus fahren. Da fahren wir geradeaus, Ja, gut. machen wir eine so machen wir's. richtige Grasselfing-Sightseeing-Tour. Wer den Rudi noch nicht kennt, der Rudi ist ein Sänger der ersten Stunde, möchte ich so schön sagen. Da kommen wir nachher gleich noch dazu. Ist Ja. geprägt von seinem Opa aus Grasselfing und aufgewachsen im Wirtshaus, gell, kann man sagen. Ich bin ein Wirtshauskind, ja. Ja, genau. Da Ein Borzenkind. 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 Das ist was anderes. Genau, Borzenkind. Und er ist aber Musiker durch und durch, wie gesagt, von Anfang an. Auch wenn er sagt, er hat später erst mit Musikspielen angefangen und mit der Band Kopfeck. Ja, Seid das gestartet 2000. Das ist 2017 als Kopfweg. Vorher haben wir ein bisschen so einen lockeren Akustik-Jam gemacht, ein paar Spätzle, die sich in der Hütte treffen und irgendwelche alten Kamellen zum Besten geben, rein zum Spaß. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, ich habe dann gedacht, ich will selber Musik machen. Habe dann als Peter Wolf ein bisschen so Deutsch-Pop-Zeug gemacht. War nicht so unerfolgreich, muss ich sagen. Ist auch in die Radios gelaufen und war ganz gut, aber irgendwann dachte ich mir mal, mei, immer in einer Fremdsprache singen, gell? Ich möchte eigentlich was im Bayerisch machen. Da waren meine ganzen Spätzle sofort dabei, sofort am Start. Und deine Spätzle sind, kann man so schön sagen, so wie der Frau auch, passend zum ersten Titel, den wir uns jetzt anhören, vom Ja. Kopfweg. Die sind vom selben Schlag, oder? Wir sind alle vom selben Schlag tatsächlich. Gut, Genau. weil dann hören wir doch gleich mal rein, damit ihr wisst, wie Kopfeck klingt. Sollen wir den mal starten? Auf alle Vom Fälle. selben Schlag? Hau rein. Achtung. Dir muss ich nicht erklären, wer der Tierpark Toni ist. Dass du den so quickly kennst, das weiß ich wie's. Und kommst du einmal vorbei am Siegestor, dann stellst du dir 3 Cowboys auf ihre Viertel vor. Du kennst meine Lieblingslieder, verstehst das Gefühl, dass man die Kindheitshelden nicht vergessen will, dass man beim Friedel lacht und wohnt. Und was der Willi Michel mit Isa Flimmern meint, wir sind vom selben Schlag So schaut's aus. und aus dem gleichen Holz. Wenn man dasselbe mag und ist aufs gleiche stolz. Wenn wieder aus Chicago ist, dann bist du da. Du bist Frauenfeind fürs Leben, wirklich wahr. Wirklich wahr. Der Song ist eine Hymne, Rudi. Wir reisen miteinander durch die Ja, Welt. Hymne ist das, du. Merci für die Kostprobe. Jetzt wisst ihr, wie der Sound vom Kopfweg klingt. Jetzt musst du uns aber schon erklären, warum der Bandname Kopfweg. Da hört man es, glaube ich, schon ein bisschen an dem Titel. Da hast du jetzt gehört, an Tierpark Toni, wer der Sir Quickly ist. Und die 3 Cowboys am Siegestor, glaube ich, die kann man auch irgendwo einordnen. Also wir sind alles ja, Bayern in einem gewissen Alter, die natürlich das als Kulturgut eingesaugt haben. Diese ganzen Serien, Münchner Geschichten allen voran, finde ich grandios. Dann natürlich Monaco, Franzi, irgendwie und sowieso, wie es alle geheißen haben. Und als dann um die Namensfindung gegangen ist, wollte man einen bayerischen Namen, natürlich, aber einen aus dem bayerischen Herzen, tief aus der bayerischen Seele, nicht so einen bayerischen Hauruck. Wir sind die Grasselfinger, Zipfelklatscher, hätte ich beinahe Burschen, gesagt, ja. oder sowas. Ja. Oft so gewaltsbayerisch, das wollte man irgendwie nicht, sondern einen, der vielleicht erst so hinten aus ein bisschen kommt. Und dann haben wir uns überlegt, was sind eigentlich unsere Lieblingscharaktere aus diesen ganzen Serien. Und ja, bei mir war es jetzt der Charlie gewesen von Münchner Geschichten. Aber der Kopfweg-Manni war bei allen immer mindestens der zweitliebste. Also das war die größte gemeinsame Nenner. Und ich gesagt, Mensch, Kopfweg, das ist geil, das passt. Weil viele Leute, die sich denken, Kopfweg, habe ich schon mal gehört. Was ist denn das? Aber dass der Freund von Monaco, Franzi, der Kopfweg-Manni war, wenn sie es dann wieder
gesagt kriegst, dann denkst du, ja, freilich, logisch. Aber das hat immer diesen Effekt. Und viele Leute fragen bei den Konzerten dann, Kopf weg, seid ihr benannt nach dem? Aha. Geil, hab ich's doch gesagt, sagt noch meistens Frau zum Mann. Hab ich's da doch gesagt. Da blenden wir jetzt gleich mal ein Pudel ein an dieser Stelle, dann wisst ihr, wie der ausschaut. Monaco Franzi Kult. Und da wartet ihr dann sozusagen auf den Nenner beim Bandname Kopf weg. Genau. Und jetzt seid ihr unterwegs, spielt gerade eine Tour, gell? Genau, ein Schöne Wirtshaustour. Wirtshäuser. Genau, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Festivals und so spielen dürfen, was uns total gefreut. Das ist ja, was du selber muss ich nicht verzeihen, das ist für einen Musiker das Schönste, wenn du auf einer großen Bühne stehst, Haufen Leute, Festival, riesen Halligalli. Aber was auch sehr schön ist und wo ich eigentlich ein bisschen herkomme als Borzenkind, ist ein Wirtshaus. Weißt, im Wirtshaus zwischen die Leute am besten, alle ganz nah bei dir und alle singen mit und es ist eine Nähe da. Das ist schon ganz, ganz was Besonderes. Und deshalb machen wir jetzt eine Kultwirtschaften-Tour gerade. Kultwirtschaften. Okay, magst du ein paar aufzählen, die da dabei sind? Ja, freilich, da sind die verschiedensten jetzt dabei. Wir spielen jetzt am Sonntag im Hinterhalt in Gelting. Das ist eine Kultbühne, es sind nicht nur Kultwirtschaften. Dann werden wir hier in Olching macht eine neue Wirtschaft auf. Daheim wird das dann heißen. Dann Gutmann in Eichstätt. Dann ganz wichtig, der Strobel wird Sowieso. in Oberhausen. Glaube ich, läuft das wirklich sehr unter Kultwirtschaft. Der Hubi am Chiemsee. Ja, sowieso. Der Kult. Hubi, wenn keine Kultwirtschaft ist, weiß ich auch nicht mehr. Ja. Genau, und so in diesem Schlag geht das weiter. Die Klappe in Regensburg, eigentlich viel kleine Borzen, der hat was Despektierliches für mich nicht. Kultbühne. Kultbühne. Ja, du bist der Borzenkind, also Bandname Borzenkind hätte ich jetzt eigentlich schlecht gefunden. Ja, auch nicht schlecht, ja. Aber du hast Deichkind, du hast Borzenkind. Borzenkind, ja. Mooskind haben wir damals wirklich überlegt, weil das ist das Grasselfinger Moos, wo wir jetzt da fahren. Aber Borzenkind, ja. Wir sind aber auch in Sibirien, hast du gesagt, da, gell? In der Gegend. Nimmt man das Ja, auch? uns haben sie mal ganz früher schüttelig gestellt, Klein-Sibirien zu Grasselfing, weil gehört jetzt zu Olching, also es gibt es nicht mehr Grasselfing als Gemeinde, aber wenn du hier fährst, alles flach, Torfstich, Moosgegend, Birken, Weiden und da hat immer, war Grasselfing, hat einer drüber gesprüht, Klein-Sibirien und das ist irgendwie blind. Wo wohnst du auch in Klein-Sibirien? Da bleibst gleich hängen, bildlich. Genau. Du wohnst am See auch, gell? Ja, Wir waren jetzt nämlich gerade schon bei dir daheim. genau. Muss ich schon sagen, hast eine schöne Oase und Ja. einen Bandproberaum habt ihr auch bei dir daheim. Genau. Ja, cool, in dick. der alten Hütten von meinem Opa, also eine Weiherhütte, weil mein Opa hat einen Fischweiher gehabt, dass wir frische Fisch haben für die Wirtschaft. Wo früher das Fischfutter und das Zeug drin war, da probt jetzt die Band Kopf weg. Ein bisschen hergerichtet natürlich. Ja, Jan, wir waren gerade schon drin, also Ja. ist einfach Genau, man du kann hast es also nicht gleich ein besser. bisschen an unserem Genau. Wirtshaus-Schlagzeugset gespielt. Man kann sich es nicht besser vorstellen und der Rudi hat das Ganze ja so kompakt aufgestellt, wie es noch gerade geht. Das Du warst heißt, einfach geradeaus und ging hinten nach da. er ist im Prinzip in einer Viertelstunde spielbereit. Stimmt, oder? Warum? Durch dieses Wirtshaus-Set, weil wir wollten jetzt, es ist so oft gewesen, dass Leute uns gefragt haben, Mensch, könnt ihr nicht bei uns spielen? Oder wir wollten wohl in ein Wirtshaus spielen und die haben dann gesagt, Kruzifix, wir haben einfach keinen Platz für euch, ihr seid zu groß, Schlagzeug, Keyboard, Mords, Trara, Gitarristen mit, jeder hat 3 Gitarren dabei natürlich, kennst du ja auch, Ja. weil wir ja alle anders klingen und so. bist gleich. Und dann haben wir gesagt, wir können nicht vom Platz her. Schade. Wir haben bloß so eine kleine Bühne. Dann habe ich gedacht, was kann man denn da machen? Und dann bin ich jetzt der Erfinder der Biertragel-Drums. Ich habe also Biertragel verschraubt, ausgehöhlt und Warte, innen Biertragel Drums. Biertragel-Drums. Unikat, man merkt, du kommst aus dem Marketingbereich, aber Ja, da genau. kommen wir nachher noch drauf zurück. Genau, die Biertragel-Drums. Und dachte mir irgendwas Witziges natürlich. Und da ist alles drin. Unser komplettes Mischpult, Splitter, komplettes In-Ear-Monitoring. Wir brauchen keine Monitorboxen. Der Gitarrist hat gesagt, gut, ich nehme bloß noch eine Gitarre mit, keine Gitarrenbox mehr, sondern direkt in die Anlage rein. Ich wollte es sehen, wie das Alles ausschaut. Gell? Warte, wir blenden mal schnell ein Bild ein. Zack. Ja, zack. So seht ihr es. Fahren Sie es gerade auf der Fahrschule. Ja, muss auch sein. Bringt mir jetzt hier vorbei. Viel Glück. Servus. Und dann seid ihr da kompakt aufgestellt. Genau, kompakt. Und Aber der auch Keyboarder spielt bloß noch mit der Quetschen. Besonders. Und das heißt, wir können jetzt einfach irgendwo hingehen, stellen die Biertragel hin, jeder stopselt sich an. Zack, ratzfatz geht's los, ohne großen Soundcheck. Immer gerade also. Und dann aber auch mit einem Mordsdruck. Also selbst beim Hobby, du kennst den Hobby, seit kleine Ja, Wirtschaft. Die haben alle ganz schick geschaut, was da für Super. ein Sound da rauskommt. Ihr spielt aber nicht nur allein, sondern ihr macht immer interessante Konzerte, auch zum Beispiel mit dem Roland Hefter. Gell? Genau, das ist Mal wieder singen. genau jetzt am Sonntag zum Beispiel auch. Ich spiele beim Hinterhalt ein Doppelkonzert mit dem Roland Hefter, weil es allen voran, weil er ein super Spitzentyp ist. Wir mengen ihn einfach total gern. Roland ist einfach ein Spitzenkerl, ein toller
Musiker auch und ein toller Künstler. Und wir haben festgestellt, das passt wahnsinnig gut zusammen. Das Publikum kommt meistens danach und sagt, ja witzig, er ist natürlich viel bekannter als mir. Die sagen, was, eigentlich habe ich noch gar nicht kennt. Gut für uns, dass wir durch das mehr Bekanntheit erlangen. Und die sagen alle, das hat gut zusammenpasst, weil das ist, es nimmt sich nichts. Was wir machen, doch ein bisschen was anderes. Aber die Zielgruppe ist die gleiche. Was den Roland öfter gefällt, denen gefällt uns auch. Und umgekehrt. Stimmt, die Chemie einfach, gell? Dann ist ja bald ein gemeinsamer Titel fällig. Ja, kann vielleicht eine gute Idee. Ja, gesagt. Bist du aber nicht nur mit dem Roland Hefter in Kontakt, sondern besondere Geschichten mit Wolfgang Viereck verbindet eigentlich, oder? Erzähl doch mal. Der Homepage haben wir ein Testimonial, glaube ich. Ja, genau, wenn du auf die Homepage klickst, weil den Titel, den wir gerade gehört haben, vom selben Schlag, der geht ja so an. Dir muss ich nicht erklären, wer der Tierpark Toni ist. Also es geht um eine Liebe zur Frau, die halt vom selben Schlag ist. Also nicht irgendjemand, was nicht aus einem ganz anderen Mindset kommen wir schon zum kommt. Schlagloch, Entschuldige für genau, den ja, klein Superieren halt. Ja. Und dann hast du den Wolfgang Viereck der sozusagen du quasi das nicht erklären musst. Und der hat ein Interview gehabt, der war als Studiogast bei dem fantastischen Radiosender Radio 089 in München beim DJ Wohlfall. Und der DJ Wohlfall spielt viel Kopf weg und hat dann da, natürlich auch mir zuliebe, ihm gesagt, ja, einen ganz besonderen Song jetzt extra für dich, lieber Wolfgang Viereck, weil du da ja quasi vorkommst. Und hat den Song gespielt und habe mich natürlich gefreut, dass er das macht. Und dann siehe ich da, dann sagt doch der Pfeil gerade, der Wolfgang Viereck, ja, Kopf weg, kenne ich, finde ich total gut und super, und hat uns da über den grünen Klee gelobt und das hat uns total gefreut und auch nochmal richtig gepusht. Sehr gut. Geht's euch auch an auf der Homepage, gell? Kopfweg.de. Kopfweg.band. Okay. Noch besser. Du, ich würde sagen, wir hören wieder ein bisschen Musik, oder? Ja, sehr gern. Haben wir am Chime. Du schmeißt wieder einen Titel rein und ich darf mir jetzt einen wünschen. Wir haben vorher schon drüber geredet, was super passt ist. Heute Flock im Garten, oder? Flockheit im Garten. Flockheit im Garten, den kann man sagen. Flockheit im Garten. Er hat einen schönen Garten da. Und ein Haufen Tiere. Und einen Hund namens Luigi, gell? Hund namens Luigi, das übrigens spielt der bei dem Video zu Flockheit im Garten die Hauptrolle, weil der Flock eigentlich nicht ist, sondern der Luigi Flock da drauf. Aber das ist jetzt ein Titel, der ist sehr autobiografisch, weil ich tatsächlich wahnsinnig gerne im Garten Flock wünsche, wie der ist. Ein Reggae, ein bohrischer Reggae. Geile Gitarre, oder am Anfang? Super. James Johnson. Wer hat die gespielt? Der Reinhold, unser ehemaliger Gitarrist damals, der hat gesagt, ich habe eine schöne Idee für ein Gitarrenintro. Hey yo, yodi yodi, So relaxed Reggae. yodi yodi, yodi yo. Hey yo, yodi yodi, Scheint nicht so lang. yodi Aber wir. yodi yo. Wo ist nicht der Rudi? Wir sind der Arbeitsfrau. Der wird doch wohl nicht krank sein. Na, was soll ich sagen? Ich hab keine Masern, hab mir's knapp nicht verrenkt. Aber weißt du, schön die Sonnenschein, Schöne. da hab ich mir denkt. Schöner Bass. Bassbridge. Schön Reggae-mäßig. Schön. Gut. Ich flack heut im Garten und der Bob Marley Songs. Ich denk an gar nichts. Ja, ja. Ich flack heut im Garten und der Bob Marley Songs. Die Vögel singen. Ja, ja. Sie singen. Hey, yo. Yodi, 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 yo. Hey, yo. Yodi, yodi, Wo ist denn der Rudi? yodi, Wo ist er? yodi, yo. Gute Nummer. Schön, freut mich. Ja, mir gefällt es auch immer noch gut. Wie gesagt, weil es sehr autobiografisch ist, das im Garten flackern und Bob Marley Songs hören und ein bisschen das Chillen, das ist schon ist mir sehr in die Wiege gelegt, glaube ich. Ja. Ja, mein Herz raus, mein Herz raus. Und wo ist denn der Rudi? Steht ja symbolisch auch dafür, dass du, glaube ich, immer schon die Sehnsucht gehabt hast, dass du einfach
nur Musik machst, oder? Ist das Ja, richtig? dass ich einfach im Garten frage. Nein, das Musikmachen, ja klar, das kommt ein bisschen, haben wir ja schon mal privat drüber geredet, über meinen Opa damals in dieser Wirtschaft und so, und dann ist alles irgendwie anders gekommen in meinem Leben. Ich war immer ein totaler Musikfreak, habe viel Musik gehört natürlich, und meine Frau habe in der Schülerband ein bisschen Schlagzeug gespielt und ein bisschen mit da und so, aber ich habe dann eine Karriere als Rennfahrer angestrengt. Ich bin in meiner Familie väterlicherseits sind alle Speedway- und Sandbahnrennen gefahren und auch sehr erfolgreich. Ich war das auch, ich war sehr, sehr gut, würde ich jetzt mal sagen, und habe eine recht schnelle, steile Karriere als junger Nachwuchsfahrer gehabt. Und dachte mir, das ist jetzt, gell, also da habe ich schon die Schule geschmissen gehabt, das Abitur, weil ja, ich wäre jetzt Weltmeister, darunter war kein dran denken. Gibt es da irgendwo Ranglisten im Internet, was man findet? Ja, wenn man Wie das eingibt, sieht man vielleicht ein paar auf dem alte Beutel Treppchen. und so, aber mehr auf dem Treppal sieht man schon. Das Auch vor Leuten, eingeblendet, Leute, die später Weltmeister geworden sind. Also ich war schon nicht schlecht, aber dann bin ich zu früh, weil zu optimistisch, / größenwahnsinnig, zu früh in die Profiklasse gewechselt. Und da haben sie mir dann ganz schnell gezeigt, wo der Hammer hängt. Okay, was war dann da der Hammer? Ich habe zwei sehr schwere Unfälle gehabt, also recht brachial mit meiner Schulter, 2 kapitale Motorschäden, kein Geld mehr, weil das alles wahnsinnig teuer ist. Und irgendwann dachte ich mir, nein, vielleicht beißt die trotzdem irgendwie durch. Und das Ausschlaggebende war, dass 2 von meinen doch ein bisschen engeren Rennfahrerspätzl innerhalb von, ich glaube, 2-3 Wochen dazwischen tödlich verunglückt sind. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nein. Dann bin ich zurück ins Olchinger Gymnasium und habe unseren Rektor gefragt, sage ich, Sie, ehrlich gesagt, ich glaube, ich darf doch lieber mein Abitur machen. Ich sage, der hat sich total gefreut. Ich sage, super Rudi, klar, wir haben Kollegstufe, du hast die Hocker blieben nie oder so. Also das eine Jahr, das werden wir jetzt als zurückgetreten und das machen wir alles so ein bisschen so. Und dann habe ich halt ein Jahr später mein Abitur gemacht. Und Dann bist du ins Marketing gekommen. Hast eine eigene Firma aufgebaut. Ich bin nur in dem Pfad der Tugend, hätte ich beinahe gesagt. Oder Untugend, ich weiß nicht, in dem Pfad des Mainstream und des Kapitalismus geraten. Auch sehr erfolgreich. Ja, vorher habe ich schon noch DJ und Tauchlehrer, habe ich schon ein bisschen ein lockeres Leben erst gemacht. Und dann bin ich seriös geworden und habe eine Event-Marketing-Agentur gegründet, MAM Marketing & More. Das habe ich 25 Jahre lang gemacht. Wir haben sehr große Events gemacht für große Automobilhersteller, Telekommunikationsunternehmen, Pharmaindustrie. Da habe ich sehr viel Geld damit verdient, aber auch sehr viel Stress gehabt mit allem, was das so mit sich bringt. Da habe ich dann einmal, als ich kurz vor 50 habe, einen gescheiten Schuss vor dem Bug gekriegt, gesundheitlich. Ein bisschen Angst gekriegt habe. Wurden Biopsien entnommen und so. Okay, krass. Und dann hast du Da gesagt, habe ich über dann Ober vom so Gas. Speiseröhrenkrebs jetzt da geheißen und dachte mir, ach du Scheiße, so völlig stressbedingt. Und das hat dann eine Woche gedauert, weil da gerade irgendwie Feiertag waren, bis diese Biopsie dann gekommen ist. Und in dieser Woche war ich total geläutert und habe gesagt, nein, lieber Gott, falls es die gibt, so ganz sicher bin ich mir da nicht. Wenn du mich da auskommen lässt, dann werde ich mein Leben ändern und was machen, was mich nicht mehr stresst, sondern das machen, was ich gerne mag. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ausgekommen, es geht mir gut. Und ich habe dann mich zurückgezogen aus dieser Agenturwelt und dachte mir, was ich eigentlich immer schon mal machen wollte, ist tatsächlich Musik. Und das mache ich jetzt. Ob ich jetzt alt bin oder so, ist mir scheiß wurscht. Gut, das war da schon im Blut länger beim Opa, gell? Vorhin ein Pudel gesehen bei euch. Beim Proberaum, der Opa mit der Quetschen. Genau. Und der hat dich ja mit 6 Jahren die schon auf die Bühne im Wirtshaus gestellt, sozusagen. Du hast schon gesungen. Das hat er mit meiner Mutter und meiner Tante schon gemacht, genau, als kleine Kinder. Mein Opa war Das ist die Schule. ein Showman, der hat da im Grasl-Philharmos seine Wirtschaft selber zusammengebaut mit eigenen Händen, aus lauter Klumpen mehr oder weniger. Das war, also Wirtschaft trifft es nicht. Es war die wildeste, krudeste Drecksborzen zwischen Auermulbach und Mississippi, anders kann man es nicht sagen. Aber durch das, dass da, also ohne Strom, muss man Okay. sagen, ohne Selbstversorger. Gaslicht und Wasser gepumpt mit der eigenen Pumpen und kein Luxus. So vogelwild war das wirklich. Aber der höchste Aufwachsen. Spaß da drin. Spaß war der, dass wir zwischen 2 Landkreisgrenzen irgendwie ein polizeiliches Niemandsland waren. Und es haben sich da dann, wie von Geisterhand, hat sich ein illustres Publikum eingefunden, nämlich aus der Stadt. Also man muss mit Namen nennen, es waren dort eigentlich hauptsächlich Nuttenzuhälter, Gangster, Klein- und Großsiganoven. Okay. Und dazu die Bauernburschen aus der Umgebung. Also ein sehr
Eine sehr ganz explosive Mischung. Und die haben bunter da Mix. gefeiert bis in der Früh, wenn alles andere zu war. Sind Leute aus der Stadt raus. Jetzt fahren wir noch zum Seiler, zu meinem Opa. Und der hat da die Leute dann richtig Halligalli gemacht. Und was war der erste Lied dann, was du gesungen hast? Ja, jetzt pass auf, das Pass Witzige auf. war, da gab es dann schon die Neuerung einer Musikbox. Da gab es ein Notstromaggregat extra für die Musikbox. Hinten, ding, angeschmissen, dann ist die gelaufen, da ist die Musikbox gegangen. Und immer wenn dann der Sprit wieder aus war, ist wieder Marmorstein und Eisen, ist wieder ausgefallen. Okay. Ja, Opa wieder hinter Benzin aufgefüllt, wieder Gibt's die hochgeschmissen, Musikboxen noch? und dann, Gibt's die? nein, die gibt es leider nicht mehr. Er Ah. schmeißt alles weg, das ärgert mich total. Und in der Früh ist oft der Opa, wenn er seinen Rappi gehabt hat, ausgesteckt, nix Musikbox und mit seiner Quetschen und hat jetzt seine alten Schnodderhüpfer gesungen, also vom Krautensepp und das Ganze, die ganzen alten Wirtschaftslieder. Und mir hat halt ein paar Schnodderhüpfer beigebracht. Ich habe mir in eine Lederhose gesteckt, die hat mir da, wie meine Mutter auch, meine Tante schon, die hat ins Dirndl gesteckt als kleine Kinder. Oder darf man halt auch gar nicht mehr laut sagen, nackert auftreten lassen. Er hat gesagt, wow, wenn du einen Tausender springen lässt zu irgendwelche Gangster, dann tanzen heute da mitten im Mosen und zwei nackerte Weiber auf dem Tisch. Das waren dann meine Mutter und meine Tante mit 5 und 6 Jahren oder so. Die wenigstens Spaß gehabt haben, gell? Und die Leute haben gesagt, Freiwilliger Seilerbäder, Natur. du Hund. Wo sind das deine nackerten Weiber? Sag ich, ja, schau, so sind es vielleicht Burma, sind es vielleicht Männer. Sagt Seilerbäder, der Hund hast uns wieder übers Ohr gehauen. Das war ein wilder Hund. Mir hat er halt ein bisschen so schlüpfrige Schnodderhüpfer beigebracht in die Lederhosen angezogen und mein T-Shirt aus dem Bett geholt, auf den Tisch gestellt und dann ist losgegangen. Du bist ja kein öffentlich-rechtlicher Sender, oder? Nein, da die- darf der- das schon. der- Der Pfarrer der- vom das- Bozen, der kann sich jetzt brotzen, weil am Pfarrer vom Brixen, der wischt hat beim Betten. Gut. Holla die Ria, holla die Ria. So ist das halt begangen. Da gab es, weiß nicht, 150 Also das Strophen. hat dir schon Spaß gemacht, oder? Ha? Ehrlich gesagt hat mir nur Spaß gemacht, wie die Leute reagiert haben, weil die haben sich bang vor Lachen. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, was ich da singe. Also Ja, ja. ich wusste von dem allem noch nichts. Ich war ein kleiner Bub. Aber dir hat die Bühne gefallen als solches, und oder? auf dem Tisch stehend, barfuß mit der barfuß, Lederhosen und T-Shirt, gell? Das ist ja jetzt gerade trendy, das haben ja alle. Aber du damals schon muss ich erkannt? sagen, das haben wir vor 50 Jahren schon, habe ich das schon gehabt. Und Hoodie wahrscheinlich auch schon, oder? Ja, kultig. Und dann hast du da deine ersten Auftritte gehabt. Man kann schon sagen, wir haben schon mal telefoniert, du hast dich selber beschrieben schon als Rampensau, gell? Eigentlich Die macht schon, dir ja, Spaß. mir hat es immer schon von nichts graust so wirklich. Oder ich war nie ein angstgesteuerter Mensch. Wie gesagt, deshalb habe ich auch Rennfahrer, Tauchlehrer, also alles, was ich immer gemacht habe, sind alles Sachen gewesen, wo du jetzt eher nicht angstgesteuert sein solltest, sondern immer positiv und immer. Ich bin ein absolut unverbesserlicher Optimist mit Gnadenloser. einem leichten Hang zum Größenwahn vielleicht. Also, Ja, du Größenmann, den nehme ich gerne auf. Ich darf mir von dir was wünschen, weil du vorhin gesagt hast, du hast große Events schon aufgezogen, gell? ja. Wir sind ja bei meinem Verein auch mal am Überlegen und haben dich als Mitglied gewonnen. Ja. Und wir dann schon gerne mal ein großes Festival aufziehen, gell? Warst du da dabei? Ja, jetzt nagelst du mir, das hast du jetzt schlau gemacht, dass du natürlich gleich jetzt da auf Kamera aufgenommen festnagelst. Was ja, sagt ihr? Ich hab's da Ausgemacht, oder? ausgemacht, ja. Ich habe ja gesagt, ich mache nichts mehr, wirklich. Das Einzige, da die mit Max und mit Andrea und mit allen anderen miteinander von meinem Verein ein Festival organisieren, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, da Das machen wir. kann ich nochmal, brauche ich ja keinen Anzug mehr anziehen. Nein, mit Sicherheit nicht. Lederhosen und T-Shirt, der Lederhosen passt und und T-Shirt, Barfuß der im passt. Idealfall. Ja, im Idealfall. Da suchen wir uns einen schönen Tag aus. Ja, genau. Ja, das machen wir. Gibt es das Mai-Festival nächstes Jahr, oder? Ja, du. Nagel uns fest. Ja, ja. Ihr habt es gehört. Wenn du mich festnagelst, dann nagel ich dich auch gleich fest. So schaut's aus. Das sind die Marketing-Leute. sind Genau. So, Gibst dir einen kleinen Finger, nehmen wir die ganze Hand. die Musiker-Marketing-Leute. Genau. Aber zurück zur Musik. Dein Opa hat dich geprägt und deine Frau hat dich aber schon auch inspiriert. Gell? Wir haben nämlich noch einen schönen Titel. Ich habe vorhin ein bisschen durchgehört beim Herfahren schon. Und da bin ich dann schon hängen geblieben und das passt ja auch zu deinem Gefühl, beziehungsweise zu dem neuen Kapitel, das du aufgeschlagen hast. Ja. Du hast gesagt, dass jetzt mache ich einen ganz wichtigen, guten, gesunden Schritt für dich mental und der heißt einfach fort. Und da muss man dazu sagen, zu deiner Autoliebe, da müsst ihr euch das Video anschauen auf YouTube. Er hat nämlich einen wunderschönen Porsche. Und in den Porsche bist du mit deiner Frau einfach fortgefahren. Das macht Zeit noch gern. Ja, aber nicht mehr im Porsche, ich bin aus der Porsche-Phase raus. Da kommt auch schon ein Bulli vor, so geht der Song. Den habe ich tatsächlich, was ich vorher erzählt habe, Schuss vor dem Bug und irgendwie keine Lust mehr auf diesen ganzen Kapitalismus-Wahnsinn und einfach die wahren Dinge im Leben erleben. Von dem handelt der Song eigentlich von einem Paar, das aussteigt und alles hinschmeißt und sich einen alten Bulli kauft und einfach fortfährt.
Und Einfach Vorteil. einfach Vorteil, ja, eben. Kann man nicht anders sagen. Einfach Einfach Vorteil. jetzt so. Ja, warte mal, wenn ich das da hinbringe. Ja. DJ Rudy. Kopf weg, einfach fort. Wir kommen von der Arbeit raus, ziehen unser Business-Outfit aus. Und in deinem alten Hippie-Style find ich die 1000-mal so geil. Unser ganzes Luxusleben kann uns lang schon nichts mehr geben. Spießige Monotonie, das wollten wir zwar doch noch nie. Wenn ich dich schau, dann weiß ich genau, du bist verrückt wie eh und je. Und die Zeit bleibt stehen, wenn ich dich so seh. Egal wohin ich mit dir geh. Komm, wir schmeißen alles hier und kaufen unseren alten Bulli. Und dann fahren wir einfach fort. So frei wie der Wind einfach fort. Nur du und ich einfach fort. So lang wir mal wollen einfach fort. Und irgendwo gefällt, dann bleiben wir dort. Irgendwo am Meer. Die ganze Nacht lang. Schöner Titel, schöner Ja. Titel. Irgendwo mehr. Irgendwo Irgendwo am mehr. Meer. Da gibt es ja nur einen Titel, der heißt Meermo, gell? Der Meermo. Du bist der Meermo, singst du Ich bin da. der Meermo, ja genau. Meine Frau ist eine Bergfrau. Schon wieder war meine Frau im Spiel, siehst du. Ja, ja. Du hast das schon richtig erkannt. Die hat mich nicht bloß sehr inspiriert für Sachen, sie inspiriert mich immer wieder. Jeden Tag aufs Neue. Wir sind vom selben Schlag mit zwei. Die Bergfrau. Und dein erstes Bergfrau. Album, passenderweise, hat geheißen Bergblut, gell? Da heißt ein Bergblut, ja genau. Wegen dem Titelsong Bergblut, der allerdings ja auch eine traurige Komponente hat von einem guten Freund und Geschäftspartner. Die Frau, die tritt, sie war so ein richtiger Bergfex, um nicht zu sagen Bergnarrisch, Bergaficionado, weiß nicht, was gibt es noch für Wörter. Völlig crazy, also die wollte immer in die Bergseite, dauernd war es eigentlich auch dauernd. Und ist aber leider, wie lange ist das her jetzt? 4, 5 Jahre. In die Berge ums Leben gekommen bei einem Bergunfall. Und der Andi hat mich angerufen, weiß ich noch wie heute, kriege ich gleich wieder Gänsehaut, mit Tränen erstickter Stimme und hat mir das geschildert. Und ja, ganz furchtbar. Wie verarbeitest du sowas? Ich meine, ich habe die auch gekannt und gemacht und irgendwie der eine, weiß nicht, trinkt einen Schnaps drauf vor Schreck oder macht sonst was. Und ich habe mich hingeguckt und einen Song geschrieben. Das ist mir ganz gruselig, wie wenn der einfach aus mir rausgekommen war, wie wenn sie den geschrieben hätte. Ganz komisch. Okay. Dann habe ich diesen Song Bergblatt geschrieben und am Anfang noch mit einem ganz bösen Text, so quasi eine Anklage an den Berg, wie er es wagen kann, an die Frau zu nehmen und so. Und dann dachte ich mir irgendwie, nein, das ist zu negativ, das geht gar nicht. Dann habe ich nochmal einen anderen geschrieben, das war aber auch nichts. Dann dachte ich mir, was darf denn die Tritzi da sagen? Und dann ist eine Liebeserklärung an den Berg herausgekommen. Und so viele Leute sagen mir halt, oh Mensch, Bergblut, die wissen den Hintergrund nicht. Für die ist das einfach ein schöner Song, der eine Liebeserklärung an den Berg ist. Ja, du hast das so schön ausgedrückt irgendwie, ich habe mich auch schon mal gewundert, dass ich da so angezogen bin und wir sagen da haben wir jetzt auch, ja, klar, weil du ein Bergblut hast. Du hast ein Bergblut. Ja, das ist doch auch eine Schöne, Geschichte, ja. die das Leben schreibt, muss man fast so was sagen. eine schöne Wendung gibt, ja. So tragisch wie es ist, aber Jetzt dann ist der das Song Fall. positiv besetzt, ja. Und tritt sie. Freut sich. Die Herdenheiden, gell? Herdenheim. Herzen euch an. Viele interessante, tolle, neue Titel, die der Rudi mit seiner Band da macht. Ganz wichtig mit Band. Ihr seid da eine eingeschworene Mannschaft, gell, von Anfang an. Absolut, ich wollte immer eine Band haben, deshalb haben mich auch schon manche gefragt, wenn du die Songs sowieso selber schreibst und machst und tust, warum ist das eigentlich nicht ein Einzelding? Aber ich habe so viel in meinem Leben allein gemacht, auch irgendwie eine Agentur und alles und so ein Bandgefüge, das ist also ein totaler Traum. Auch das muss ich dir nicht erzählen, du weißt, wie das ist, gibt es sicherlich Ja, was diesmal sind die Kollegen? Jetzt mal, einmal auf. mal jenes, wir haben den Marino an der Akustikgitarre, wir haben den Michi an der Quetschen, jetzt nicht mehr Keyboard, nur noch Quetschen, den Toni, nicht den Tierpark-Toni, wobei er bei uns natürlich den Spitznamen hat, an die Bierdragel-Drums, den Alex am Bass und den Klaus an der E-Gitarre. Das macht ein bisschen den Kopfweg-Sound aus, dass wir eine E-Gitarre und eine Ovation-Akustikgitarre haben. Das ist nicht zwei E-Gitarren, nicht Ding, sondern alles ein bisschen, das ist das Erdige von der Akustikgitarre.
wir passen total gut zusammen, wir verstehen uns gut. Wir haben eine Gaudi auf unsere alten Tage und fahren durch die Lande und ja, haben auch noch ein bisschen Rock'n'Roll-Leben und freuen uns total wie die Schnitzel drüber. Cool. Das klingt doch wunderbar. Hey, dann macht's weiter so, Jungs. Vielen Dank für den Ratschätzer schon mal. Genau, das haben wir vorher. Danke Bei dir in der Heimat. Und ich würde sagen, also wie es der Wolfgang Viereck eigentlich gesagt hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, da wo Spider-Murphy Gang und Münchner Freiheit aufgehört hat, machen Kopfweg jetzt weiter. Ne? Machen Kopfweg weiter. Das war natürlich schön, wobei das waren jetzt 2 Schuhe, die mag ich mir gar nicht anziehen, weil wenn du zu große Schuhe anziehst, dann kommst du leicht ins Stolpern. Hat mein Opa immer auch gesagt, der mir, wie du weißt, sehr geprägt hat, der hat ganz schlaue Sprüche gehabt. Und genau, unser nächster Song, das darf man nicht vergessen, der kommt demnächst raus, Hedi Veni Vadi, der besteht nur aus lauter schlaue Sprüche und davon ungefähr 90%, glaube ich, von meinem Opa. Gut. Nur bayerische Sprüche aneinandergereiht, du hast da schon mal kurz reinhören dürfen. Ja. Und da freuen wir uns sehr drauf. Deshalb Spider-Murphy Gang sind große Vorbilder von uns, das findet man eigentlich erst noch total gern, auch total nette Menschen. Der Saxophonist hat mit uns schon gespielt, der Otto. Und wir nehmen alles, wie es kommt. Wenn irgendwas Großes wird, wir sind da. Und wenn wir weiter die Wirtshäuser dieser Welt bespielen, auch recht. Hauptsache Musik machen. Alles kann, nichts muss. So schaut's Gell? aus. So klingt das doch Hauptsache Musik wunderbar. Und Hedi Vini Vari, freuen wir uns drauf. In diesem Sinne, das war's heute von Einmal um die Scheibe in Grasselfing. Einmal um die Scheibe im Nabel der Welt, Wir Grasselfing. sind jetzt ein paar Mal um die Scheibe gefahren eigentlich, Ja, oder? eigentlich schon. Aber du, es gibt so viel zum Erzählen, wir könnten nur eine Stunde ratschen. Ja. Aber ich würde sagen, ich Machen wir schaue jetzt irgendwann einmal nochmal, da kommst du einmal und dann. ja, ich würde gerade sagen, ich schaue nachher unbedingt, schaut sich Kopfweg live an, hört Ja. rein auf Spotify und YouTube. Super Band. Schaut In uns diesem rein. Sinne. Oder www.kopfweg.band mal vorbeischauen. Aber ganze digitale Zeigel ist alles schön und gut, aber Live kommt ist live. live. Am besten in euer Lieblingswirtshaus in der Nähe, wo wir gerade spielen. Und was gibt es Schöneres als da? Hocken, was essen, was trinken, ein bisschen Musik hören, ein bisschen ratscheln. Schöner wird's nicht auf der Welt. Da treffen wir einen Batzen Kini. Haut's rein, macht's es gut. Danke, Servus. Rudi. Merci dir. Merci dir, Max.